Herzlich willkommen zurück bei PES 2017. Wir haben in der letzten Ausgabe einen ziemlich dominanten 7:1 Sieg eingefahren und ich hätte Lust, diesen Triumph weiter auszubauen. Wie? Das weiß ich noch nicht. Wir werden jetzt mal ins nächste Match gehen. Wir sind jetzt noch 3 Punkte hinterm Führenden in der Tabelle. Wollen wir heute irgendwas machen? Zum nächsten Spiel. Wir werden heute mal ein bisschen früher ins Match gehen. Und zwar, ich bin gerade am Überlegen, wollen wir die Strategie. Wir schauen mal auf die Strategie. Aber weißt du was, wir hätten da gerade 72. 72. Ich glaube, wir lassen das so. Da waren wir blöd, wenn wir das jetzt da verändern würden. Die Mannschaft hat gerade eine relativ gute Laune. Wir werden diese jetzt einfach nutzen in dieser Episode und werden uns in der nächsten Ausgabe dann wieder mit der Aufstellung und so einen Scheißdreck, da werden wir uns dann wieder um das widmen oder kümmern. Je nachdem, wie es das sehen willst, das Ganze. Azur, White, Blue, Blue, White, ja. Ja, noch einstimmen die Mannschaft. Giorza, ui, na holla die Waldfee, ha? Das könnte interessant werden. Ja, wir haben eigentlich, was ich so schaue, unsere Spitzenkandidaten drinnen. Nein, in Dings haben wir nicht drinnen. In Clan, wie heißt der? Weiß ich jetzt nicht. Der Jankov, der ist nicht dabei. Egal, beim nächsten Mal können wir ihn dann wieder nehmen. Vorerst einmal verbleiben wir so mit der alten Aufstellung vom vorvorigen Match. Oder ja, vor der Hauptaufstellung, halt, was uns die KI so vorgibt. Jetzt da werden wir versuchen, einmal ein bisschen einmal neue Wege probieren. Spielerisch gesehen, meine ich. Wir haben in der letzten Ausgabe 7:1 gewonnen, aber das meistens immer nur über die rechte Seite, gell? Shit. Schwierigkeitsgrad ist noch immer fortgeschritten. Abseits. Jawohl, Frau Knoll. La, la, na, na. Kruzifix. Kruzifix mit X, das war wohl nix. So. Ha! Herrgott Maria!
1:0 nach 19 Minuten. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns alles recht gut und schön. Die letzte Ausgabe, habe ich schon gesagt gehabt, die war ein bisschen sehr verrückt. Auch meinerseits von den Kommentaren her ein bisschen mit Buff und Etablissements versehen. Werden wir heute ein bisschen dem Ernst folgen. Und ja, schon neue Wege probieren wir ja gerade, gell? Ruhiger, gesitteter. Macht nix, Junge, macht nix. Wir haben noch genug Zeit. Über eine Stunde. Hey! Vieri. Na, Kruzifix. Kruzifix mit X, das war wohl nix. Na komm her da. Idefix. Danke! Schau! So, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Da probierst du es im Friedlichen, gell? Da probierst du es ausgeglichen, Yin und Yang. Ich glaube, wir müssen das Yin und Yang down schmeißen. Den Ernst der Lage auch wegwerfen und einfach nur Vollgas. Egal, wenn nichts anderes hilft, dann müssen wir es so machen. Danke. So. Jetzt sagen wir dir dann oft mal, wo der Butler in Most tut. Da bitte, so funktioniert das. Ah, shit. Na komm, Deppert da. Ja, kein Kindergeburtstag da bei McDonald's, das ist... Schmeckt euch eigentlich McDonald's? Also ich finde den Fraß... Ich würde den Fraß nicht mehr meinen schlimmsten Feind vor die Nase setzen, ehrlich. Kruzifix. Ich überlege nur gerade, wie ich diese Folge nennen könnte. Neue Wege? Ah, scheiß drauf. Und ja, ich habe über eine Woche nicht gespielt, gell. Also bitte verzeiht mir den Wagemut, eine Woche nicht PES zu spielen. Jetzt brauche ich wieder 20 Sekunden. Jetzt brauche ich wieder 3 Stunden, bis ich wieder drin bin in den Schmoren. Ich glaube, die haben sich das letzte Spiel von uns angeschaut. Was war jetzt, bitte? Ach so, Halbzeit, okay. Ja, Trottel. Wen haben wir denn dabei? Wo ist denn der Jankow, bitte? Haben wir den da? Da ist mir gar nicht dabei. Nö. Wir probieren es einmal. Auch
Da bleiben wir gleich. Okay. So. Hinein in die zweite Hälfte mit 3 Punkte mehr. Also 3 Wertungspunkte halt, ne? Für die, ich nenne es jetzt mal, für die Moral der Mannschaft. Die einen haben einen Alkoholspiegel, wir haben einen Moralspiegel. Hä? Danke. Der gehört zu mir. Wie mein Name auf der Geburtsurkunde. Was, Hugo? Ich habe aber keinen Hugo. Was? Was die Leute immer aus dem Publikum ausschreien, das ist ja gigantisch. Wer bist du? Vasili. Was, die letzte Partie ist so locker flockig gegangen, gell? Da habe ich mich noch spülen können ein bisschen. Und da muss ich mich wieder voll konzentrieren. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ja, ich weiß, die berühmte PES-Schiedsrichter-KI, die, ja, für einen Spieler nichts pfeift, aber für die KI alles. Ich weiß. Mir ist auch schon öfters aufgefallen. Hä? Ah! Kruzifix! Jetzt wird kein Arisch da. Jetzt wird es sauer. Ich sitze dem Bauer auf der Lauer und dieser wird gleich sauer. Melikov sofort wieder ein ins Dirl. Dir sag es, du hast Ausgangsverbot. Ich hab keine Leute fuhren. Nein! Coutinho, die alte Schlampe. Jawohl! Hoppala, Entschuldigung. Das war jetzt der Kopfhörer am Mikrofon. Jawohl! Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Coutinho her. Hat der denn jetzt mit so einem kleinen Überheberl eingezahlt, ha? Geil. Und zack. Jawohl, Alter. Coutinho, die absolute Torschlampe. Warte, ich schau nur gerade, wie... Ich brauche nämlich ein Thumbnail, weißt? So. Drehen wir so ein bisschen nach.
So, Dankeschön. Saugeil. Coutinho, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wenn das eine Frau wäre, hätte ich ihn sofort geheiratet. Dir sag es. Nein, jetzt bleibst du da. Ja, Kruzifix. Heute muss er mal richtig kämpfen, Alter. Bist du narrisch? Danke. Nein, Coutinho. Wir werden noch eine Viertelstunde. Komm, einen kriegen wir noch rein. Einen kriegen wir noch rein. Dir sage ich es, da haut's mir da gerade die Sicherung durch. Und ich entschuldige mich einfach, dass ich kein typischer Fußballmoderator bin, gell. Ich bin da sehr, ja, ich bin da sehr flexibel. BZW, ich sag halt gerade das, was mir einfällt. Da, das war jetzt so knapp. Ich hätte können mein Popschal als Zigarrenschneider verwenden können beim Zusammenzwicken. Dieser eine wollte nicht rein. Scheiße. Autsch. Sechs Minuten noch. Ohne Nachspielzeit jetzt da, ne? Man gut, mir ist das mit der Nachspielzeit ja sowieso ein bisschen ein kleines Rätsel, gell? Wohlgemerkt. Schau! Du Pfeifen! Bur! Man hat dir doch glatt ins Hirn gewiehert. Ja, darum laufst du mal dumm mit einem Gebiss wie ein Pferd. So, sehr gut. Lage entschärft. Und jetzt haben wir genau eine Minute nach Spielzeit. Danke. Okay. Es war, es war relativ. Aber siehst, ja, was soll ich dazu noch sagen? Es war nicht das schönste Match, aber Coutinho hat die Lage wieder gerettet, gell? Aber wie gesagt, man ist halt nicht immer gleich drauf, gell? Das ist ja halt das. Noch immer 3 Punkte hinten. Okay. Oh, Azur, Vorletzter. Wow. Okay, gut zu wissen. Giorza, Ausdauer 78, Ballkontrolle 74, gelupfter Pass. Was ist bitte ein gelupfter Pass? 73, keine Ahnung. Balleroberung auf 80, okay. Bekanntgabe des Nationalkaders. Im Vorfeld wurden keine Spieler auserkoren. Ist auch kein Problem. Mir fehlt das Niveau für die Berufung. Giorza, mit dessen Nominierung für die Nationalmannschaft gerechnet worden war, gab was? Das bedeutet, dass mir noch das Niveau für die Berufung fehlt. Ah, okay, jetzt verstehe ich's.
Sorry, ich bin momentan ein bisschen sehr von Begriffsstützigkeit geplagt, gell? Gut, ähm, wir werden da den ganzen Kladderadatsch für heute beenden und in der nächsten Episode werden wir wieder mehr Tiefgang machen. Das heißt, wir werden uns wieder ein bisschen mehr mit der Aufstellung und den ganzen Schatz beschäftigen, dass wir da wieder einmal was gleich bringen, gell? Weil was besonders war das heute nicht. Ich rühme mich auch nicht dafür, gell? Muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn das Spaß gemacht hat, freue mich, wenn es wieder einschätzt. Und bis dato, Baba.